Goedemorgen, levenswasserkjoak. Welkom thuis. Ik begeleid de eerste ondervang met de bekonmerking. April de maanden hebben we ons nächste tolfasiplan hier bij levenswasserkjoak. En ik wil die motor spreken, die nog niet die je toft hast, aber erst glauben an Jesus Christus, dann ist das die nächste Stopp zu nehmen. Hier bei Lebenswasser sagen wir glauben, taufen und anwachsen. Sag mal die Anladen, April den 9. ist unser nächster Taufas und wenn ihr das interessiert, wir können eine Information da schauen, zum ihr abschreiben, für Taufas, April den 9. Morgens den 5. haben wir unsere nächste Vision-Klasse geplant. Und die Vision-Klasse ist für alle, was wir gleich mehr Informationen haben, von Lebenswasser aus der Kirche, was wir glauben und was wir schaffen. Die Vision-Klasse ist für so, wo wir gleich ein Mithelfer zu werden. Und die Vision-Klasse ist für so, wo wir gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasser Kirche. So, wenn ihr einfach diese 3 Dinge interessieren, dann freue ich mich, dass die Information da schauen das, zum ihr abschreiben für Vision-Klasse. Morgens den 5. Morgens den 2. Klock 7 Uhr ist bei Lebenswasser Kirche, weil wir die 2 neue Klassen anbieten. Die erste Klasse wird geleitet worden von Pastor John Wall. Er wird lehren und Kirchengeschichte. Und die zweite Klasse wird geleitet worden von Pastor Jacob und Christy Cornelson und auch Anna Friesen. Und die wollen eine Klasse geben, und wenn die da was der schwere Zeit in dein Leben gehen, wo die Heilung fängt das an dein Leben. Und sobald von dieser Klasse, die wollen für 8 Wochen angehen, und die wollen zugleich angehen, hier bei Lebenswasser Kirche, Klock 7 Uhr, jeder Donnerstag. Und so weiter, dort fangen morgens den 2. an, und wir wollen die und deine Freunde und Familie einladen, rüberzukommen. Diesen nächsten Sonntag, Februar den 26. habe ich eine Kindersendung geplant, hier und Sonntag ist morgens, hier bei Lebenswasser Kirche. So, wenn du Kinder hast zwischen 0 und 5 Jahre alt, und du wirst gleich noch wie es Kirche werden sehen werden, ob deine Kinder, ob deine ganze Familie, dann freue ich mich, dass du die Information da gehen lässt und die abschreiben. Für Kindersegnung, nicht dieser abkommende Sonntag, Februar den 26. Das sind alle Bekanntmachungen für dieses Werk. Dankeschön für die Anhörchen. Guten Morgen ist jeder einer, wie frei uns so sehr, alle taubbarer zu sein in Gott sein Haus. Wir haben taub am Anbeten, loben und preisen. Das sind schon des Morgens viel zum Verdammbar sein. Man nur mit
Eva en Eva, til alle tid. Deg svare til, hvis du min grunn. Du bæs min grunn til stein høy oppstod. Ein andra grunn til spels lika sånn. Sagst du, ich hab vor dich versprachst, dine Leute sagt nicht, ich nur hab kein Ding. Trouble mich komm, danach sing ich dir Leid. Sagst du, ich hab vor dich versprachst. Eva en Eva, til alle tid. Min Gott er stryk, don't fang på dig. En døm for min flot, kæv mine hænd. Ak for om plads, når mine Sagst du, ich hab vor dich versprachst, dine Leute sag nicht, ich nur hab kein Ding. Trouble mich komm, danach sing ich dir Leid. Sagst du, ich hab vor dich versprachst. Woran mich komm, woran passiert, ich stu op det steinhuis min taufe trød. Woran mich komm, woran dort kost, sag ja, stu ich hab vor dich versprachst. Woran mich komm, woran passiert, ich stu op det steinhuis min taufe trød. Woran mich komm, woran dort kost, sag ja, stu ich hab vor dich versprachst. Sagst du, ich hab vor dich versprachst. Sagst du, ich hab vor dich versprachst. Dine Läufe sag nicht, dich nur habt kein Ding. Trouble mir komm, danach sing ich dir Leid. Sagst du, ich hab vor dich versprachst. Sagst du, ich hab vor dich versprachst. Dine Leute sag nicht, ich nur hab kein Ding. Trouble mir komm, danach sing ich dir Leid. Sagst du, ich hab vor dich versprachst. Sagst du, ich hab vor dich versprachst. Die Gnade fallen fri. Ich wollte Jesus rat mir, in dort genug für mich. Oh, wundervolle Rettung, von Sinn macht mich frei. Ich wollte dir rat sie, in dort genug für mich. Halleluja, deine Grata. Halleluja, Wort von Rara. Oh, die Angst, die Salz, die Brecken nur.
aanzetten van wat we groot gezongen hebben. We zeggen dat die Opfer is genoeg voor mij. Dit is genoeg voor mij. En manchmal komt het erop aan in ons leven dat we aanvangen te twijfelen. En we wonderen, wordt het genoeg zijn? Waar wordt het zijn? Wat dan, want ik heb eenmaal hastig hier waar weg zijn, wordt het genoeg zijn? En ik wil best met jullie topless laten aanzetten en zeggen, yes, Jezus, we nemen dat aan, dat is genoeg. Wat u hast gedaan om iets voor ons, dat u komt en betoeld de zin van ons en maakt ons vrij, alles wat we brokken doen is dat aannemen. Help ons dat we kunnen in deze vrijheid leven, dat we weten wer we zijn in die. En dat we niet twijfelen en niet laten ons gaan en trekpuisten van een duivel, dat hij ons verzegt en een klaam dan te jou en ons merken twijfelen. Maar we zijn hier best van der fertig en we zeggen dankzij, dankzij. Dat we kunnen best met deze ganz toe vertrouwen zijn, du bent genoeg voor ons. Du hast het gedaan voor ons, du bent gestorven voor ons, du hast betoeld voor ons. En nu kunnen we in vrijheid leven. Heilige Jezus, we willen meer van die. Onze Leistung is sicher durch die, Jesus, dankzij. Aber we vragen best, Heilige Geist, dat u ons voorspelt, ons dorst, ons hungert naar meer. We willen meer die kan leren, we willen best dichter met die te gaan, Heilige Geist. En du kannst ons kracht nu zijn, onze harten zijn, die dingen wat ons schwer maakt, die dingen wat ons bedreigt. En ik vraag, Heilige Geist, kom en zie ons aan. Kom vul ons met die lief, die vrede. En die zachte hand wat ons best wat leiden, ons viert en ons de zekerheid geven dat we zijn ganz oké bij die. Dankzij Jezus voor ons deze geschenk geven dat we kunnen vrij zijn en we kunnen zeggen, du bent genoeg voor ons. Du hast het al gedaan. We loven die, we danken die, we geven die hoog. We prijzen die, we zeggen, dankzij Jezus. We bidden in die naam. Amen. Amen. We hebben Jezus een hand geven. Hij is zo goed. Amen. Thank you, Jesus. Hey, je kan je een doel zetten. Welkom alle hier. Dankzij voor met zingen en God loven en aanprijzen en gezang. Dankzij voor hier zijn. Dankzij voor deze gottesdienst terugkomen en hier plus in deze één woord zijn met vriendschap en in de Heilige Geest zien één woord en best van hem hier. So veel dank zijn voor hier zijn. Ook voor die we ons checken online, want je van jou niet kunt hier zijn in het gebied en ons checken online. Dank zijn dat wij voor ons top zijn en hopelijk hij bald ook hier im huis zijn met ons top. En voor die wat de wiet af zijn, van wiet af ons checken down, God is een met je ook en dank zijn voor met levenswasser top zijn. Vandaag hebben we een zeer bijzondere zondag. We vangen niet het denken aan vandaag. En we namen dat Moot Sindach. So, wenn je Moot Sindach hier, dit is een zondag waar we 3 verschillende mensen de gelegenheid geven dat ze cannabis een korte boodschap kunnen meedelen vanuit onze kerk. En vandaag hebben we 3 verschillende redenen wat worden opkomen. Die hebben alle een ganz verschillende boodschap. Die hebben niet top gereed. Ze hebben niet einer met een anderen gereed. En je vraagt, wat was du reden? En wanneer du dat is hast, en waar ik dit, en dat zal alles zo de lijn gaan. Die hebben zich plus ganz apart, jeder 3 gemerkt, om een boodschap meegeven. En so dat is wat het is, de Moot Sindach. Dat zal ons moed geven, dat we zijn wat op hart is, wat zij meedelen doen. En die wat hier opkomt, dat dat ook moed geeft met de goven wat God gegeven heeft, dat ze die kan weer meedelen, dat ze daar goven bruggen kan en plus een woord meegeven. So dat is wat Moot Sindach is. So vandaag hebben we 3 redenen, die worden jeder 10 minuten reden. Dat zijn ganz verschillende boodschappen. En hopelijk ga je alle een beetje wat uitnemen uit jeder boodschap, wat opschrijven en am denken zijn, dit kan ik metnemen en dit is me weer het geval. So dat eerste hebben we Doof Rampel. Hij wordt opkomen, hij wordt een korte boodschap hebben. Doof Rampel is een familieman, ze hebben kinderen, ze hebben grootkinderen. Hij is een farmer, hij schafft op een farmerie, een akkersman. En ze schaffen ook hier in de kerk. Hij en zijn vrouw Marleen schaffen hier in de kerk. Ze zijn verzameling daar, ze voor in de werk uit met mensen vertalen en helpen met dat. En ook ze doen die rijd te bevrijen klassen geven. Voor de koppels wat zich bevrijen wil, die klassen doen ze ook geven. En verschillende meer dingen. En dat is ze met schaffen in de kerk. En vandaar is hij hier om ons een korte boodschap te geven. Zo willen we hem een hand geven. Doof Rampel. Stell dir vor,
Een avond, best meid van arbeid. Yes, naar heen en non vuta. Dat is fan makel jet wara, zon jet juts uina. Vuta is fan glad, fan stel. Verandert vuta is naar striep, schmack, steiner, reine, bunte, verschiedene kleuren steiner. Kans patu ons alle zo tranquilo geluten. Relaxing. En so wat, dat is het nächste. Nimmst een Stein, schmitzt in den Wuttern an. Dan staat ungefähr dat beeld wat er zet, niet? So wat gaan we uit dit beeld leren voor ons leven? We hebben ons wat Versen lezen. Eine Vers, 1. Johannes 4, Vers 7. Zeg, lieve vrienden, weil wir uns untereinander gut zijn, wils Leib stammt von Gott. Wer der Leib hat, ist von Gott geboren und kennt Gott. So, Leib ist ein Denk, was von Gott kommt. Johannes 13, Vers 34 und 35 sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, ihr sollt untereinander gut sein, kriegt sie aus euch gut gewass sein. Jene Leib füreinander soll so groß sein, als meine Leib für jünt. Wenn die Leib untereinander haben, wird allemal sein, dass die meine Jünger sind. Jesus will haben, das sollte sein, dass wir seine Jünger sind. Das ist, was das Vers sagt. Und so, um dort zu sein, erst, dass wir seine Jünger sind, soll wir mit Leib gefällt sein. Mit Gott seine Leib. Wenn wir Gott seine Leib in uns haben, wenn er dabei wohnt, wenn er da ist, dann kann der ewig schälen. Das meint so viel, der lebt in uns und der kann ewig schälen. Und das wird was zu sein, dass wir seine Jünger sind. Und so, wenn wir wollen verstehen, was Leib ist, dann hat man das vielleicht erstmal gucken, was Leib nicht ist. Im Fall, wie mit einmal verbessert sein, nicht? So, was Leib nicht? 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3 sagt uns dort, was Leib nicht ist. Das sagt, wenn ich mit Menschen in Englisch sprechen und reden kann und aber nicht Leib hat, wie ich nicht mehr als ein Bimmel oder eine kleine Schal. Und ich sage mir, das Wort ab Bimmel, was das meint, und das ist ein von den Schals, was die du einmal boven ram durch. Das klingt ein, und dann schult das aus, und dann ist das weich. Das, was dort ist, wenn ich mit Englisch sprechen und reden kann und du aber nicht live bist. So, das ist immer interessant, nicht? Dass ich mit Englisch sprechen und reden und live. Das ist uns so doch nicht gut, nicht? Aber das wisst uns, dass jetzt ich kann ein guter Mensch sein und aber und live sein. So, das hält nicht an, wenn wir sind. Und wenn ich eine perfekten Gott hat und weiß alle Geheimnisse und hat alle Erkenntnis und hat einen Glauben bei zu versagen und aber nicht leibtüchtig wir, dann wird das mit mir nicht. Wow. Sonst steht ja Glauben, dass ich kein Boy versagen. Ich würde beten und der Boy würde sich wegheben. Und wenn ich nicht Leib habe, dann hält das nicht an mit mir. So wichtig ist dort wie ungefällt sein mit diesem Leib, was von Gott kommt. Wenn ich alles, was ich habe, die Arme gebe, in meinen Körper habe zu verbrennen, und den Menschen nicht gut wird, dann hält mir das nicht. So alles, was ich habe, sagt das hier, die Arme geben. Den Bass, der Traktor, den Gerätschaft, den Pickup, den Chor, den Bad, den Ofen, den was alles. Fridge, den Haus. Alles die Arme geben. Wenn ich dann nicht Leib habe, dann habe ich noch nichts zu tun. So, du hast vielleicht gedacht, du hast eine große Leib bewiesen zu den Armen. Wenn du hast all den Aufgang, was du nicht zu brücken wirst, die Arme gegeben. Die hält das nicht mehr, nicht? Das kann vielleicht sein, du hast Leib bewiesen. Aber dort ist nicht, was Leib ist. Das fängt wie hier klar, das ist nicht, was Leib ist. Okay, was ist Leib dann, wenn das nicht Leib ist? Hier kommt das, was Leib ist. Leib ist geduldig, Leib ist freundlich,
Leib wordt nicht ivrig. Leib ist nicht eigenkoppig und pucht sich nicht. Leib ist nicht eischig. Ist nicht nusig. Sie lässt sich nicht verbessern. Und ist nicht nudrehend. Leib freut sich nicht te dort, was arg ist. Sie freut sich aber te dort, was wahr ist. Leib verdreicht alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Geduldig. Dreigt sie alles. So das ist, was Leib ist. Das ist die Frucht von Leib. Wenn wir mit diesem Leib angefällt sind, Gott seine Leib, dann ist das die Frucht, was aus uns soll kommen. Und so, weil wir das aus dem Spiegel brauchen, diese Frucht aus dem Spiegel brauchen. Die haben von der alle im Spiel gekriegt, nicht so? Und du hast die nicht gekannt, hast? So, vielleicht hast du die nicht im Spiel gekriegt, I don't know. Wir kicken alle Tage im Spiel und putzen uns ab, fixen uns ab. Weil wir mal alle Tage im Spiel kicken und sein, als wir mit Gott seine Leib gefällt sind. Ich habe mir ein Denken helfen, ein Reminder, Recordatorio. Die kann mich alle Tage ab, wenn ich mein Phone abhebe. Und dann kann ich den aufmerken und dann gehen. Und dann sage ich das durch. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Und da sagt es das in meiner Übersetzung. Du wirst geduldig, du wirst freundlich, du wirst nicht ivrig, du wirst nicht eigenkoppig und pucht sich nicht, du wirst nicht eischig, ist nicht nusig, er lässt sich nicht verbessern und ist nicht nudrehend. Du freut sich nicht zu dort, was arg ist, er freut sich aber zu dort, was wahr ist. Du verdreicht alles, er glaubt alles, er hofft alles, geduldig, dreigt er alles. Das nun kann ich hier sagen, wenn ich Gott seine Leib an mir habe und ich das brauche aus dem Spiel, dann kann ich hier kicken. Okay, dann ich habe ich die Frucht, was du soll mir kommen. Wenn ich mit diesem Leib an mir habe, wenn der evangeliert, wenn der da wohnt, wenn der da Tüß ist, dann kann ich das aus dem Spiel brauchen und kicken. Und wenn ich meinen Namen dabei habe, okay, sind ich wirklich so freundlich gewesen, als ich soll sein? Habe ich diese Dinge, was diese Versen sagen, was ich soll haben? So, ich brauche das aus dem Spiel. Und ich kann hier das tegnen, dass du wach ist für den Tag. Am nächsten Tag kommt das frisch. Aber gewöhnlich lade ich das den Tag durch den Tag über. Jedes Mal, wenn ich mein Phone frisch nehme, ist das wahr. Ich brauche das gleich nachgehen, gleich das aufmerken, aber das darf mir ein klein bisschen denken halten, dass ich durch den Tag und da habe und denke, wenn ich wo kalt dran, ups, ich kann, das motiviert mich zum Eiven, diese Frucht zu drehen. So noch ein Vers. Hier, Lukas 6, Vers 32. Was habt ihr für ein Dank dafür, wenn ihr Leib für die haben, die jünd gut sind? Willst du sind, das sind die gut, was an gut sind? So, wenn wir bloß die gut sind, was uns gut sind, das sind auch. Dann tekent das gleich rüt, dass wir Jesus seine Jünger sind. Das ist nicht der Leib, was Gott uns gibt, was wir in Gott kann finden. Das ist der Leib, was die Welt auch kennt. Aber wenn ich den Mensch, der mir Schlechtes angetan hat, wenn ich den leben kann, den Leib beweisen kann, dann tekent das rüt, dass ich Jesus seine Jünger sind. So, das braucht anstrengen, das braucht entscheiden, dass wir diese Leib an uns haben und dass wir diese Frucht bringen. Und so, nu treden wir diese Waldjes. Die wird Waldjes durch, ein Stein anschmieden, je habt das Waldjes. Und dann, die Waldjes, die schieren die anderen Menschen ran mich an, wenn ich einen Stein schmied, und wird dann an, und die Waldjes gehen rüten, gehen weit, ever wird da. Und das schiert die anderen Menschen an, die ran mich sind. Dann haben wir vielleicht bald so ein Bild, wo all die Menschen, die von meinem Leben gekriegt haben, fangen auch an, einen Stein zu schmieden. Dann gehen die Waldjes weg. Dann wird das geraten. So, was wird passieren,
wann wir alle was hier nicht taub sind, wann wir alle würden einen Stein schmieden. Und der Wald ist der Gunrüt. Und dat meer als ganz veel in de waldjes. So all die mensen wat ram aan zijn, die krijgen alle van deze lijf. Die krijgen een touch en die schiet deze lijf aan. En die jaft dat mout deze lijf weer te reken. Ook een steen te schmieden. Waar worden we aankomen? Wat wordt cocktail ook morgen zijn, er nächste week, er nächste maand, er nächste jaar, er in 10 jaar? Er Chihuahua, er Mexico, er Amerika, er de Welt. Wo würden wir hinkommen, wann wir würden anfangen, bloß wir würden anfangen mit Steinecke schmieden? Wo würden wir bald sein? John Wall hat ein Beispiel von das Arbeiter, was bei der Arbeit hat Schlag gesagt, kriegen in irgendein Haus und das kam bei der Karte, was er kriegt nicht. Das kriegt das Ding bloß ab von der anderen Seite. Weil wir das mit dem Live tun, dass wir das Live wieder reden. So bist du bereit, die erste Stein zu schmieden. Dankeschön, du fans Moutmerken ten den nächsten te leven. Nächste haben wir Michael Kettler. Was du nachkommst, Michael, der ist in Paraguay abgewachsen und er wohnt nu hier. Er hat nu al für 1 Jahr volltätig in der Kirche geschafft und er schafft mit Musik, mit Worship, Leiter und jeder soll scheint das singen und er hat ein Anbetungshort. Wenn er in Anbetungszeit ist, das ist eine Zeit von bis wo er eine Connection hat mit Gott. So wollen wir ein bisschen kennenlernen, aber von der hat er eine Kartebotschaft. Dankeschön. Und deswegen kijk ich einmal hier in die Geschichte von David nennen. David, wir sind gerade ein Personage. Heute läuft einfach Gott zu anbeten. Heute wir eine Jähen von Gott mit Musik. Und deswegen gleich ich dann einmal ein bisschen in die Geschichte von David sein Leben nennen. Ich kijk und von weil ich auch David seine Geschichte war hier mit bringen. So, David wird von Gott erwählt als ein König von Israel. Und hat Gott sagt auch selbst, das ist ein Mann nach meinem Harte. Und wenn ich David so anschaue, das ist eine Personalität, nach der ich heranstreben will und sicher will, was Gott zu mir sagt, sie ein Mann an seinem Harte. Und ich will von der Karte in seine Geschichte nennen, ich habe vorher ganz kurze Painter mitgebracht und der haben Foto das Thema jährlichen Erfolg. Wie können wir jährlichen Erfolg in unserem Alltag erleben? David, der jüngste von seiner Familie, er war von seinem Paar angestellt, der Schub zu haben, sodass wir seine Arbeit. Und Gott reibt Samuel nun, nach dieser Familie zu gehen, und da wird er den nächsten König erwählen sollen. Sie fangen dann, Samuel da an und fangen dann auch David da. So, ich war nicht bloß Kartfoto. Die kennen wahrscheinlich die Geschichte alle. So, das war schon passiert eine andere Geschichte, wo ich mitnehmen will. Die Philister, die forderte das Volk von Israel zu einem Krieg rüt. Sie trafen sich da an das Schlachtfeld. Und nu scheidet ein Paar David nach das Kriegsfeld und sie sollen mit kijken, oder hij soll mit kijken, wie das mit den Jungs so deed und wie das da aufrennen, merkt David sich auf dem Weg. Und hier will ich ihn mitnehmen an dem ersten Punkt von David. Glaub deine Augen nicht. Hij sagt dann dort zu Saul, zu dem König, keiner soll sich für diese Philister ängsten. Ich will gehen mit dem kämpfen. So David kämpft nu das Fleck hier und sieht nu auch die Situation, was alle anderen sein. Goliath ist so, auf dem Nova-Fleck da, er fährt die Philister ritt, das ist ein 3 Meter großer Mensch, und fährt das Volk Israel ritt zu einem Zweikampf. So David sieht nu auch, was alle anderen sein. Aber ich glaube, David sieht in seine innerlichen Augen noch ein Gegenteil. Und da sieht, wo alle anderen das Problem sein, glaube ich, sieht er eine Möglichkeit. Sehr interessant, was passiert. Und dann sagt David nu auf einmal zu seinen Jungs und den Brüdern, was hat er nicht getan? Ich frage doch bloß. So, er fragt an die Jungs, was stehe ich hier nicht bloß ran? Das Problem ist dort, wieso da nicht? Und die Jungs fangen nervös zu werden und fragen sich, du Kleiner, kommst du nicht an und wirst uns ungefähr sein, wie das jetzt?
Vielleicht mal bitte ans. Ich glaube, in diesen Römen, ich glaube, Gott ja verschiedene Menschen, verschiedene Sichtweisen in spezifische Areas in unserem Leben. So vielleicht hat eine Gesellschaft all Sachen aufgeschlossen, wo sie sagen, no, das wird alle nicht schaffen mehr, das ist so lang ein. Und ich glaube, Gott bereitet Menschen und gibt uns eine ähnliche Vision, wieder zu gehen in der Möglichkeit zu sein. Also die Frage ist nu, setzt du die Dinge auch als alle anderen Designer? Oder setzt du vielleicht die Herausforderung, die auf die Tür kommen, aus der Möglichkeit? Glaub deine Augen nicht. Zweitens, Gott braucht die Süß die Best. Gott macht keine Fehler mit dir. Er will die von nu an Kreuze brücken aus die West. So, sie bringen nu diesen David und König Saul, wenn sie will in den zu kämpfen. So, sie bringen ihn nicht zu Saul. Und, ich meine, was Saul gedacht hat, das kleine Hirte, hat hier, der kämpft nicht an, weil in diesen 3 Meter großen Blechbieter kämpfen. So bloß, wenn du sowieso keine Action, passiert sowieso nichts, du stellst schon, sagt Saul dann, okay, nimm du meine Rüstung, meine kernliche Rüstung, ich würde dir die Verfügung stellen und dann kannst du kämpfen gehen. Das passiert voll nicht. So, Saul geht von der Schutzbereitschaft, hat seinen brandenden Soldatenhut, seinen Soldatenkleid und David drückt sein Schwert über das Kleid ober, als er versucht zu gehen, passt ihm das Ganze nicht. Er kann das nicht, er wird das nicht gewandt. Und er sagt dann zu Saul, ich kann nicht mit das gehen, das schafft bloß nicht. Das ist mir viel zu schwer, viel zu groß, oder ich sage das war auf. Vielleicht ein kleiner Detail hier, so ein kleiner Punkt hier rückgenommen. So David kriegt wahrscheinlich dort die Bereitschaft, die Sache, was die Welt damals sei, wo das ist dort, was du brauchst, um zu kämpfen, das ist dort, was du brauchst, zu gewinnen. Aber David sagt, no, das ist nicht ich, das ist nicht, was ich brauche. Ich kann nicht mit das, ich würde das aufleihen. So, vielleicht will uns das sagen, wir brauchen nicht alles antreiben, wir brauchen nicht alles zu uns nehmen, was die Welt von uns beide wird, was die Welt von uns versprechen wird, für Weg zu gehen. So, lass die brauchen von Gott, ist die best, wenn es die best, perfekt. Vertraue dem, der hinter die steht. So David hat es nicht mittlerweile aufgelegt, er kann jetzt sowieso nicht mit gehen und nimmt er seinen Slingshot, seinen Schleider, wie immer jetzt sagen, den Regatje sei wieder in Paraguay. Er nimmt nicht dort wird die Sache, was er alle Jahre trainiert hat, was er gebrochen hat, ab dem Fleck, bei den Tieren zu schlagen, wenn der Schub angerieben hat, dort wird dort, was er kennt, dort wo er sich sicher wird. So, nun hat er nur das Fleck, und sage ich spezifisch zu den Philister, aber auch vielleicht wahrscheinlich ganz klar zu dem Goliath dort, du kämpfst mit Schwert, Spieß und Schmiedstange, aber ich komme in den Namen von den Herrn, der alles regiert, der Gott über das israelitische Heer ist, wenn du und je getrotzt hast. Von danach wird der Herr mir die Macht geben. Und ich war die Deutschlohne und die den Kopf aufschneiden. Ich war der Dödes von den Philister, Herr, nur die Fehlen will Tiere geben. Und alle Menschen waren weiter dort durch ein Gott in Israel. Als eine andere Übersetzung sagt auch, der Gott, der Israel, der Herr wird für neue werden. Also, David wusste nicht ich, sie entscheiden, nicht meine Rüstung, nicht das, was ich alle Jahre trainiert und geübt habe, das wir alle nicht entscheiden. Das würde an mir nicht total bewusst. Das Einzige, was hier nicht teilt, das Einzige Wichtige, der einzige Trumpfkarte, was heute hier, das wird der hängen am Stand, der Gott Israel, der wird alles unter Kontrolle. Und ich glaube, manchmal passiert das vielleicht auch so, wie war von Gott extra in Situationen eingeführt. Wo er uns lehrt, wo er uns herausfordern will, als es nu finanzielle Situationen sind, als es nu Familienangelegenheiten sind. Aber ich glaube, entscheidend ist einfach nicht, was du kannst. Nicht, was du in deiner Hand hast, oder was du in der Kontrolle. Ich glaube, entscheidend ist bloß dort, dass einer hinter dir steht. Ich glaube, so Erfolg braucht bloß 1% mehr Glaube, und 1% weniger Angst, um ein Glaubensschritt mal zu gehen. Vertraue dem, der hinter dir steht. Und nun noch zuletzt, sagt Treuheit, vielleicht will man hier gehorsam sein, Hecher aus deinem Erfolg. Also wie weit alle wird die Geschichte von David utgeht. Ich habe den Goliath angebracht, schnitt an den Kopf auf und spaziert mit dem in die Höhe, also habe ich gewonnen. Man würde nicht glauben, der hat dort hingekriegt, was alle anderen nicht hingekriegt haben. Man würde nicht glauben, okay, nee, als es so weit, kann ich
stehen. Aber das wird nicht so, dass jeden Teil passiert, er muss weichrennen, er muss erklären, wenn es Saal hat, er will ihn anbringen, wenn es verschiedene Situationen, wo er hier nicht alle nennen kann. Er klärt aus, möchte sich auf dem Weg einfach wegrennen, wenn es soll ihn anbringen will. Aber einmal am Hinterkopf wisst er, dass ich hier endlich andoe. Er wird dort berufen, als nicht. Aber er sagt, den Respekt für seinen Schöpfer und seine Reichlichkeit so viel höher und sagt, weißt du was? Ich habe sowieso nicht euer Kontrolle, Gott, du warst schon dünne, wann der Zeit wird richtig, wann der Durchsehne wird. So David sagt, Treuheit viel höher als sein Erfolg. Und wir wollen alle, glaube ich, nach in so eine Situation kommen, die kommen immer, wo Gott uns einfach rütfordern will, wo er uns in Situationen stellt, wo er uns vielleicht ein bisschen testen will, rütfordern will. Aber ich will mit dieser Karte Papier einfach möchten schwächen, dass Gott hinter ihm steht und er will ihn inhaltlich so sehr wasen lassen, wenn wir noch mal eines Tages verarmstunden, weil ich weiß nicht, wer jüngert jetzt, aber noch mal von Gott hier mein Treue deiner. So erfolgreich Leben bedeutet manchmal, glaube ich, so sehr viel mehr als das, was die Welt die von beiden tut. Tja, all sein wollen wieder den Moot Sindach nahen, mir auf das Moot, bloß die Goven zu sein, was sie hat zum Reden, in Passion, was sie hat, was Mitteil, was sie auch gehört haben. Nächste, was Christi abkommt, Christi Cornell, sie ist meine Frau, sie wird abkommen, sie hat in Thailand ein Wort, was sie will Mitteil, und ich hoffe, das wird ihnen auch Mut geben, besonders für ihnen Frühes, mir alles, dass sie auch ein Wort, was die hat, dass die auch dort wird gerne Mitteil. Wir glauben hier bei Lebenswasser, dass die Hauptpredigt und Lehre, die soll von einem Mann kommen, so gewöhnlich am Sonntag ist. Aber auch in Moot Sindach, weil wir auch die Gelegenheit geben, dass die Mialis, dass die Frühe auch gerne kommen, in ein Wort mitteilen, was hört ist, und so ist wirklich ein bisschen zu leiden und dort, dann bloß jünd Mut merken, hier als Mialis Frühes, dass die auch jünd aufbrücken und das Wort mitteilen, was jünd hört ist. Ich wollte jünd reden von Vergebung. Wat deed dat wanneer ik vergeven doe en wat deed dat wanneer ik niet vergeven doe. We gaan in zo'n goede vers hier in 1. Johannes 1 vers 9. Wanneer we onze zinden bekennen, dan is hij trouw en gerecht en vergeeft ons de zinden en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Dat is wat God voor ons deed. Wanneer we aanvragen onze zinden te vergeven, hij deed dat. In Matthäus 18, dan komt Petrus naar Jezus en dan zegt hij, Herr, wofür moet ik mijn broeder vergeven, want hij zich aan mij versündigt? Riet 7-mal touw. Wir lesen jetzt den Vers, wo Jesus uns vergeben hat. Aber Petrus fragt, wofür moet ik mijn broeder vergeven? Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, nicht nur 7-mal, aber 70-mal 7-mal. Ich verstehe das so, wir sollen unseren Nächsten vergeben. Und wir sind Menschen, und wir merken Fehler. Ich merke Fehler. Ich muss meine Sinn, was ich tue, den muss ich nur Jesus bringen. Ich frage ihm einmal, um das vergeben und er das. Aber ich tue nicht bloß eine Sinn. So ich muss jedes Mal nur gehen mit dem, was ich dann getan habe. Aber einmal mit derselben Richt tue. Und heute sage ich, wir sollen 70-mal 7-mal vergeben. Ich verstehe das so, da wollen mehr Menschen an mich auch recht tun. Da wird nicht bloß eine Person einmal, was an mir tun, was ich vergeben soll. Das kommt mehrmal. Und ich soll das jedes Mal vergeben. Vergeben ist nicht immer leicht, aber das ist immer nötig. Das erste, was wir nur checken, was passiert, wenn ich nicht vergeben tue. Wenn ich nicht vergebe, dann werde ich besser. Bitternis ist Unvergebung. Und in Bitternis ist ein interessantes Ding. Das ist nicht so, wie ich kann sagen, oh, hier ist ein klein bisschen Bitternis. Oder der Mensch ist ein klein bisschen bitter. Nein, Bitternis trägt ganz durch. Das kommt in den ganzen Körper an. Bitternis trägt in das ganze Leben an. Dort, wo wir an, wenn der Mensch bitter ist. Eine bittere Person ist eine negative Person. Der redet negativ, der ist negativ. Wenn eine Person bitter ist, dann der leicht den nächsten Doll ran, um sich selbst abheben. Oder der redet schlecht über den nächsten.
Eine bessere Person gleicht auch euch, wenn die anderen schaftig sind, und der freut sich auch nicht mit der anderen mit. Eine bessere Person ist aufjenstig. Die will die ihr selbst haben. Die will haben, die sollen anloben. Eine bessere Person will nicht Ruhe annehmen. In der größten Fehl. Wenn du so denkst, die Person hat mich dort und dort angetan, und ich hatte vergift, aber ich war Janem dort sein, und ich war den dort sein, und Janem war ich dort sein. Wenn die Menschen warten, weiten, was das hat mich angetan, ich hatte ihn vergift, aber die Menschen sollen dort weiten. Wenn du so bist, dann weißt du best besser. Oder wenn du dir dort immer wieder denkst, was die hat angetan. Immer wieder fällt dir dort bei und du denkst dir die ganze Geschichte über. Dann weißt du, dass du bist besser. Betternis, dort ist schlecht ohne Gesundheit. Dort bringt deine Gefahr für einen Herzschlag hoch. Du hast eine große Gefahr dafür. Dort jaft die schwer an der Mail. Einige Menschen nehmen Gewicht ab, wenn sie besser sind. Dort jaft Stress, Euer, Mutlos sein, Depression. Und viele Menschen, die wollen dann selbst sich dort betäben, wenn sie gleich nicht besser zu sein. Und die tun sich dort vielleicht mit Eten betäben oder mit Alkohol, Drugs, verschiedene Dinge. Betternis macht uns einsam. Auf dieser Feier sagt dort, wir sollen alle Betternis, was an uns ist, soll wir utroden, wenn dort merkt den Held jetzt traurig. Und dort jaft den Feind noch anfut. Wir sollen die Betternis loslassen. Und auf der anderen Seite, wenn wir vergeben tun, dann ist die Gefahr für einen Herzschlag viel leer. Uns Blutdruck kann leer sein, wir haben ja schwer an der Mail, wir haben ja Migräne. Und wir können frei sein. Vielleicht sagst du, du kannst auch frei sein, wenn du auch noch nicht vergeben hast. Aber dann denk mal ein bisschen über noch. Die Person, die was hat angetan, wofür denkst du an die Person? Wofür denkst du an was die hat angetan? Denkst du noch mal so nach, wann das die dort was sein, wenn ich da hinfahre? Kickst du die Raum, als du der Person wo sitzt? Wenn du einmal an die Person denken darfst und die da noch rechten, dann weißt du bist nicht frei. Die Person regiert dein Leben. Die ist die, was dort sagt, was du alle das. Vielmal sagen wir nicht reut zum Vergeben, wenn wir keine Vergebung nicht verstehen. Wir denken da auch noch. Vielleicht fällt mir so, wenn ich war vergeben, dann habe ich keine Kontrolle mehr. Und wer wird sich da dann umkümmern? Wir sollen dort loslassen und Gott dort geben und er wird sich da umkümmern. Oder wir fühlen uns so, wenn ich sage, dass ich den vergebe, mir tut so weh, was der tut, und ich sage, ich vergebe den, dann sage ich bloß, na, das ist okay, was der tut. Das braucht nicht. Das ist auch nicht, was wir sagen. Mir tut weh, aber ich muss dort loslassen. Vergeben und Vertrauen sind zwei ganz verschiedene Dinge. Vergebung ist umsonst. Vertrauen wird verdient und abgebüht. Und dort kann auch sein, dass uns Freundschaft wird ganz ändern. Wenn mein Freund was hat an mir getan, ich will meinen Freund vergeben. Und ich will meinen Freund vergeben. Aber das meint nicht, dass uns Freundschaft soll Krieg so wiedergehen, als dort euer wir. Dort kann geändert haben. Und vielleicht sagst du, na, ich kann den nicht vergeben, wenn der hat mich Gott nur gefragt. Der braucht nicht Frauen zum Vergeben, wenn du das dort nicht für die Person. Du das dort für dich selbst. Du kannst dir vergeben, ohne dass die nur Frauen das. Vergebung ist nicht ein Gefall, das ist eine Entscheidung. Vergeben und vergeben sind auch zwei ganz verschiedene Dinge. Gott vergibt uns. Und wir wollten, Gott weiß alles. Und er sagt, er wählt sich nicht an die Dinge mehr zu denken. Er schmiert am liebsten mehr an. Er wählt sich da nicht mehr an zu denken. Das meint nicht, dass er das vergeben hat. Kriegt sie mit uns. Wir holen die Dinge vielmal am Denk. Aber das ist ein bisschen, ich dort eine Dose an. Dort, was ich vergeben habe, ich weiß dort, ich hole das am Denk, aber ich habe dort hier eine Dose. Wo sollte ich meine Dose haben? Habe ich eine feste Stove, wo ich die alle Stütze sehe und die immer denke? Oder drehe ich die bei einer Schlupfstove, dann denke ich auch nicht ganz so viel darüber, ein bisschen, aber nicht so viel. Oder da ich dort, wo das Beste ist, und nehme die Dose und drehe die eine Hängerstück in der Garage an, wo ich nicht gleich handkicke. Ich wollte erst da, aber ich brauchte nicht eine Handkicken. Wo steht deine Dose? Hast du noch eine feste Stove?
oder hast du all eine hingerste Stufen angedreht? Vergebung ist, wenn wir dann eine Schuld betonen. Und Rachäuven ist, wenn wir den Nächsten merken, die Schuld betonen. Dort wird viel mal scheiner gehen, wenn wir lieber können Rachäuven uns vergeben. Dort jana die Schuld betonen, nicht ich. Aber Gott sagt, wir sollen vergeben und nicht Rachäuven. Dort braucht Vertrauen an Gott, um den Nächsten vergeben. Ich vertraue Gott, dort häusig wird, die Person zu kommen, dort ich nicht brauche Rachäuven. Ich kann loslassen, ich kann vergeben. Und dann ist die Frau, wo soll ich vergeben? Wo wen? Das erste ist, wenn Jesus hat mich vergeben. Er starb am Kreuz für mich. Er hat mir alles vergeben. Und er sagt, ich soll vergeben. Wenn ich den Nächsten vergeben, dort ist nicht Gott seine Vergebung. Ich vergebe den Nächsten, dort ich war Frieden habe. Aber die Person, die muss nur Gott gehen mit dort, was er getan hat, wenn ich kann ihm dort nicht vergeben. Dort kann ich nicht für ihn. Dort muss er selbst. Ein Beispiel, was ich gleich, als ich kijk nur dort ein bisschen, wenn dort ein Strang ist. Wenn wir und denk nicht vergeben wollen, dann holen wir fast an dort. Dort ist es, ich nehme den Strang und ich bring den unter deren Kling an. Und ich hole den hier fast, wenn ich will den nicht loslassen. Wenn ich den hier festhole, ich kann bloß so weit gehen, als der Strang lang ist. Ich kann nicht wegfahren, wenn der Strang nicht hat. Ich sehe hier fast. Ich sehe hier geblieben. Und so ist das, wenn wir nicht vergeben tun, dann bleiben wir an dort eine Ding fest. Und vielleicht wundern wir, aber wieso komme ich nicht mal wieder? Wieso kann ich nicht wussten? Vielleicht hältst du noch fest und dort, wo du nicht vergeben hast. Vielleicht hältst du den Strang noch fest und dann kannst du nicht wieder gehen. Wenn du bist noch einmal hier. Dann ist es Zeit, den Strang loszulassen. Und dann die letzte Frau. Wann Vergebung nicht in Gefall ist, wo weiß ich dann, dass ich vergeben habe? Wo kann ich dort dann weiten? Du hast eine Probe, was du kannst tun, zum Weiten, als du vergeben hast und geheilt bist. Kannst du die Person sehen? Ja, die dort scheint die sehen. Wenn du kannst die sehen, dann weißt du hast vergeben. Wenn du die nicht kannst sehen, dann ist es Zeit, dass du noch weiter frisch sagst, ich will mich, die Person zu vergeben, was die mir hat angetan. Und du kannst dort einmal sein, alle Tag, aber du kannst die Person auch sehen. So meine Frau zu jünd alle, hast du losgelassen von den Strang? Kannst du all fair weggehen? Gut, Frau, not je opstaan. Dankzij Tolle van jullie wat hier gereed hebben. Ons hebben Moot gemerkt van jou. De gebedsteam die is hier verder rijdt. En de prayer team die is hier Tim voor jullie te beden. Wat immer je durchgaan in jullie leven van jou. Wat we wel doen met deze prayer team is een cultuur merken in onze kerk. Dat keiner zich brug vragen veel. Schuldig veel. Zich interessant veel wanneer je nog verder komen voor je bed. Wenn wir stehen da, uns fehlt alle Gebet, uns fehlt alle noch mal Help, wir wollen alle noch mal mit wem reden. Und so, keiner braucht sich Frauenfeil oder Schlagfeil, wenn ihr noch fertig kommt. Das ist bloß, was wir hier tun. Und so, wenn das du bist, von der gar nicht rührt, wenn wir glauben, dass Gebet, das ist ein von den Hauptdingen, was jeder Sonntag soll passieren, Samaria ist hier. Das ist, was wir tun. Wir kommen in das Haus an, zum Taub beten und von Gott hören. Und wenn dir das fehlt, dass du mit somebody redest, somebody für die bet, sie sind hier für die. Dankeschön, Jesus, für diesen Schein aus Samaria. Dankeschön für das Wort, was wir hier haben, haben uns Mut gemerkt, bloß um unseren Nächsten zu leben und bloß treu zu sein und bloß zu weit, dass du hinter uns stehst, weil wir nicht allein sind und wie wichtig das ist, unseren Nächsten zu vergeben. Dankeschön, Gott, für das Wort von dir. Ich spreche bloß ein besonderer Segen ab in jeder einer, was hier ist von dir. Und auch durch das Werk, dass wir bis wir rausgehen und dort leben, was du für uns hast, und in Engerscheid merken, in unser Heim, in unser Dorf, in unsere Welt, wo immer wir sind, dass Menschen geholfen werden, durch uns Leben, was du hast getan. Wir loben dich, wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Gottes Segen mit dir.